Und weiter geht's hier im Totenreich bei Risen 3 Titan Lords. Naja, im Totenreich sind es auch nicht unbedingt, aber verrückt ist es irgendwie trotzdem. Ja, willkommen zurück, Freunde, hier zu Part 40. Part 40, der irgendwie ein bisschen Probleme macht, weil ich habe den schon mal aufgenommen. Muss zwar nach 3 Minuten bereits wieder abbrechen, weil mir hat es irgendwie nicht aufgenommen. War ganz toll, sprich Sound und so schon, aber Videomaterial gerade mal das erste Frame. Dann nichts mehr. Da dachte ich mir, na super, wa? Okay, wie sieht's aus? Wir sind jetzt hier, müsste kraftmäßig alles wieder funktionieren und so. Ich hoffe es zumindest. Logbuch, Seekarte, genau, wollen wir hier. Sind wir hier auf dem Schiff drauf und hier soll irgendwo Mendoza sein. Ja, der Typ hier, so ist eins, der frühere Kommandant der Inquisition oder Anführer, wie auch immer. Soll also irgendwo hier herumschwirren. Wir haben ihn bereits im Totenreich mal entdeckt und so. Und ja, mal gucken, was jetzt genau so hier abgeht. Okay, jetzt sehe ich gerade nichts. Wir noch mal ein bisschen pennen gehen. Ich glaube eher weniger. Sonst lande ich wieder im Totenreich, habe gar keinen Bock drauf. Kein Bock drauf. Lesen kann ich auch nicht. Toll, klettern, ganz toll. Kanone beim Teutat, das wäre ein cooles Schiff hier, wa? Aber ich glaube, nee, nicht so wirklich. So, ansonsten ist ein Part geplant, dass wir... Was ist das? Seelensplitter Mendoza, okay. Das wäre einfach hier, wie gesagt, mit Mendoza ein bisschen Quatsch, vielleicht kommt direkt ins Team und dann aber die Insel gleich verlassen, weil... Ja, wie es im letzten Part da unten hat es ein paar Schergen und so, Schattenwesen, aber sind wir noch ein bisschen zu schwach, glaube ich. Und deswegen, naja, später, ja, jetzt wäre es noch ein bisschen unpraktisch. Seelensplitter von Mendoza. Oh, verdammt nochmal! Wer wagt es, meinen Seelensplitter zu berühren? Ups, ich schätze, das war dann wohl ich. Elende. Ich bin Inquisitor Mendoza und du hast das Verbrechen deines Lebens begangen. Ich sollte dich auf der Stelle in 1000 Stücke zerreißen. Du solltest in siedendem Öl baden und dein Fleisch soll dir vom Leib faulen. Okay, ich habe es kapiert. Du bist echt sauer. Verflucht seist du, du stinkender Haufen von einem... Achso, vermutlich eher Seele Plus und Seele Minus, war? Kannst du Seele Minus und Seele Plus. Schon gut, ich wollte dich nicht verärgern. Dafür ist es nun zu spät. Du kennst die Bedeutung des Wortes Leiden noch nicht. Aber bald schon wird sich das ändern. Unsinn. Du kannst mir nichts anhaben. Du bist nur ein Geist und dieser Seelensplitter hier scheint dir unheimlich wichtig zu sein. Treib es nicht so weit, Bursche. Auch wenn ich ein Geist bin. Meine Kampfkraft habe ich selbst im Schattenreich nicht verloren. Wäre es dir lieber, wenn ich deinen Seelensplitter ins Meer werfe? Nein! Untersteh dich, du! Na was? Zur Hölle mit dir! Tja, Freunde, unser neuer bester Freund. Was für ein geiles Spiel. Ein Geißel, persönlich keinen habe ich mir schon immer gewünscht. Okay, wie kommen wir wieder raus aus dem Dilemma? Es juckt mich in den Fingern, ganz ehrlich, aber ich glaube, es wäre ein bisschen kontraproduktiv. Okay, wie kommen wir wieder heraus aus diesem Dilemma? Ich will nicht getötet werden und du willst nicht, dass ich irgendwas mit deinem Seelensplitter anstelle. Also, was willst du von mir? Wenn du so stark bist, dann kämpfe mit mir an meiner Seite gegen das Schattenreich. Ha! Du willst es mit den Schergen und Kreaturen der Unterwelt aufnehmen? Nur zu, es wird mir ein Vergnügen sein, mit anzusehen, wie sie dich fertig machen werden. Wo ist dein Schiff, du großer Held? Oh. Meine Schaluppe liegt im Süden vor Anker. Schaluppe? Du wirst dir erstmal ein ordentliches Schiff besorgen, Bursche. Erst wenn du mit einem großen Schiff gegen das Schattenreich in See stichst, werde ich an Bord sein. Das ist ein Wort. Du hast keine Ahnung, worauf du dich da einlässt. Wir werden sehen. Ja, fahr zur Hölle. Quest erfolgt, der Inquisitor, Ruhm 200, ist ja schön. Ja, und jetzt muss ich... Ey! Moment mal, der Seelensplitter ist weg. Hä? Muss ich wieder zurückkommen oder habe ich noch im Gepäck? Das ist eine gute Frage. Benutzbares, wo könnte das sein? Wo könnte das Seelensplitter sein? Tja, das ist jetzt eine gute Frage. Wenn ich mal hier bin, gleich mal gucken, ob ich irgendwie eine Blume so direkt einsetzen kann. Nö, war. Tränke und so weiter. Plunder, ja klar, ist ja drunter. Wir sehen natürlich auch ein. Oh, Muscheln, cool. Muscheln.
Wow, eine Perle aus 9 Muscheln, das ist recht gelohnt. Nur 2, okay, ist was anderes. Ein paar Schlüssel, aber irgendwie... Na gut, ist ja Plunder, war. Magie vielleicht? Hä, das ist ja gar nicht. Wollen die mich verarschen? Ah, ja, stimmt, war das hier. Puh. Tja, gute Frage, nächste Frage. Wo ist er? Mendoza, wo hast du dich versteckt? Astralquarz. Ist da also der Magie sichtbar? Ah, stimmt ja. Ich erinnere mich, und Lütenschneider natürlich auch noch. Noch 2 Stück. Ah, hier ist der Seelensplitter Mendoza. Und alles plötzlich. Moment mal, heißt es jetzt. Ja, er ist ein Team. Ja, irgendwie schon, irgendwie nicht. Verrückter Typ. Was meinst du dazu bei uns? Der meint nichts dazu. Gut, hier auf dem Schiff gibt's nichts, dann hau ich da ab. Wie gesagt, ich will gegen die Schattenkreaturen eher ungern antreten. Wow, bei uns will natürlich antreten. Alter, das sind 3 Stück. Ja gut, mit einem nehmen wir es noch auf. Und auch nichts. Da wird nicht gerechnet, dass direkt alle auf mich loskommen. Cool, klappt sogar so. Oh, oh, wow. Wow. Daneben. Tralalala. Das fängt ja gut an. Einer ist down, juhu. Hilfst du mir mal ganz kurz? Dankeschön. So, da direkt auch schon ab. Natürlich wirken Kugeln, ist ganz klar. So könnte es was werden. Ja, komm her, komm her. So funktioniert der Gegenstoß. Was soll ich bitte los mit mir? Kannst du mir das so gut? Ey, was ist los mit mir? Ich bin so richtig geil drauf. Alter, der kann das schocken. Alter, kommt einfach so an. Und hier zu kommen ist schwieriger, als ich dachte. Ja, scheiß Höllenhund. Ich habe hier das Time noch nicht raus mit Kontern. Du, ich war langsam mal froh, wenn du mich heilen könntest, Bones. Ja, wäre vielleicht... Oh. Nein, wow. Bones, heil mich mal. Das ist vielleicht mal so gut. Bones, was zum Henker machst du da? Heil mich mal. Der will nicht mehr. Na, ganz toll. Gut. Fressi. Happa. Der Papa Nappa. Wie ging er schon wieder? So, Skelett tot. Knochen erhalten. Sehr schön. Wo geht's dorthin? Da sieht man irgendwie ein bisschen gespennt. Ja, nicht groß anders. Also, irgendwie ist alles tot. Verrückt. Okay, wir haben jetzt doch ein paar Typen platt gemacht, obwohl ich es gar nicht wollte. Nein, super wieder. Du hast nichts, wa? Ist das ein großer Typ? Ne, könnte auch irgendwie so eine Schattenkreatur sein. Okay, Leute, aber trotzdem, die heben wir uns für später auf, weil es gibt sowieso ein paar Quests zu erledigen dann. Und ich will jetzt, wie gesagt, erstmal zu Admiral Alvarez. Und vor allem, was ich sowieso vergessen habe, diese Insel, Teleportpunkte. Die Frage war bloß, wo? Wo kann ich hier Teleportpunkte setzen, bevor gar nicht gemerkt? Alter, die Insel noch so groß, wenn hier unten noch so viele Dinge machen, stimmt ja. Ja, nur mit Kumpel, also nur mit Bones oder Mendoza oder sonst irgendwelchen. Hier oben war auch noch nicht, wa? Hier allerdings schon, genau, ist das Lager. Ich glaube, hier war ein Teleportpunkt, war, haben wir natürlich nicht gesetzt. Wäre natürlich jetzt viel einfacher. Verdammt, ich war ja nur so blöd. So blöd und. Ja, wie auch immer. Duli, wieder zurückgehen. Lalalala. Und bei uns halt mich nicht mehr, der alte Sack. Tritra, trullala. Wieso singe ich hier so ein Quatsch? Ich weiß es doch nicht. Es ist einfach nur Matsch. Du. Nee, okay, das ist gut. Nicht so böse und so, alles tut die Quanti auch. Der Typ, den nehmen wir sowieso. Ich will die Ruhmpunkte haben, komm her. Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze. Nicht auf uns losgehen, ja, du bist mein Schattenwächter.
Dich abblocken geht gar nicht. Da haben wir schon mal festgestellt. Wow! Nee, das geht echt nicht. Wow, Alter, macht der Schaden immer noch. Wow. Der Fusel bringt zu wenig. Ich muss dringend mal einkaufen. Wie viel Geld habe ich überhaupt noch, wenn ich mal so frage? 325. Alles nur was für den Affentrainer und für den Gegenangriff. Bei uns, wer ist mit Teilen? Natürlich nicht, ich habe hier noch das Fressen. War, Dankeschön. Das nichts tun bei uns. Naja. Mann, der Typ. Der Typ, das Spiel. Es ist irgendwie cool und dann wieder irgendwie gemein und ja. Wie das reale Leben. Manchmal cool, manchmal geil. Eieiei. Hier müsste eigentlich der Gegenangriff klappen, wa? Ja, komm nur. Mann, ich wollte gerade kontern. Ah, jetzt. Wie gesagt, die Kreaturen, zum Beispiel diese Schattenknochentypen. Bei denen klappt der Konter echt genial. Gut, das ist genug Zeit zum Kontern, aber bei den Typen hier, wo du ein bisschen schneller sein musst, da ist es ein bisschen schwieriger. Hallo? Was ist das für ein Typ? Lagerfeuer, direkt mal ein bisschen braten. Dankeschön. Was? So. Das ist also Shax. Shax? Hallo Shax. Menschen, Menschen, überall Menschen. Aber du nicht, du nicht. Warum nicht? Bei dir fehlt etwas, du bist wie wir. Warum bist du wie ich? Es gibt kein Ich mehr. Das Ich ist weg. Wir sind es. Es ist nie mehr alleine. Genau das dachte ich auch, also so in der Art zumindest. Es spricht. Es ist nicht vollständig. Es tut uns leid. Wir müssen, warum können wir dich nicht? Müssen uns rächen, möchte töten, Menschen töten. Die Schatten, sie kriechen ihm durch die Knochen. Es kann sie fühlen, es will uns aufhalten. Ja, klar. Kann ich dir helfen? Wir haben noch etwas. Wir sind hier wegen irgendetwas sind wir hier. Wir haben es vergessen. Es erinnert sich vielleicht. Es könnte dabei Hilfe gebrauchen. Interessant. Wobei brauchst du Hilfe? Es lässt mich nicht denken. Es ruft, es schreit. Wir sind erst kurz so. Es war hier, um jemanden zu suchen. Vielleicht erinnert es sich, wenn es dorthin geht, wo alles angefangen hat. Es war im Schattenreich. Dort habe ich ihn getroffen. Nimm mich mit dir. Wir werden nicht alleine dorthin zurückgehen. Es gibt eine Kiste, die es versteckt hat. In dieser Kiste sind Erinnerungen. Wir brauchen sie. Nimm es. Okay, dankeschön. Shax schließt hier an. Yeah, neues Crewmitglied. Das ist ja nicht mal so schlecht. Wo ist die Kiste? Das schwarze Land hat sie tief in ihren Krallen. Am hinteren Ende am Rand der Berge auf einer Anhöhe hinter demjenigen, der uns das angetan hat. Ich habe das Gefühl, ich weiß, was das sein könnte. Wieso kannst du noch sprechen? Wir wissen es nicht. Eigentlich sollte... Es ist so geworden, konnte sich nicht wehren. Es ergreift Besitz, ihm fehlt etwas, es wurde ihm weggenommen und durch uns ersetzt. Ein Teil seiner selbst wurde zerstört. Aber noch wehren wir uns, wir wehren uns. Ja, wehre dich! Beim Teutates, wehre dich, solange es geht. Solange es noch geht. Okay, das ist jetzt also der Typi. Fernkampf. Achso, kritische Trefferchance noch. Nee, behalte den Ruhm lieber mal. Lass sogar für Nahkampf wieder mal. War eine Schlange nicht mehr. Und natürlich Einfluss, Fingerfertigkeit sowieso, Härte. Ja, Härte eigentlich auch, aber ja, eigentlich Schlösserknacken momentan ein bisschen lieber. Egal, so, wir sind jetzt hier. Wie sieht's... Ah, ja, das war natürlich das. Wir sind wieder auf Taranis zurück. Shax will sich genau will noch vieles.
Wo ist denn das, wenn ich mal fragen darf? Wir sind hier. Dort waren wir vorhin eigentlich fast, wa? Und die Viecher sind ja weg. 2, 3 fehlen vielleicht noch. Ah, nee, mach's trotzdem mehr später. Sorry, Jaxi, tut mir leid, Kumpel, aber ich mach das erst später. Momentan keinen Bock drauf. Tschüss. Wenn du hier eine Moorleiche findest, sag Bescheid. Mir Oh, fehlt super. noch ein Herz in meiner Sammlung. Mach dir das, kriegst sowieso die Punkte. Das ist ein Kroko, hab ich gerade noch gesehen. Der zweite Typi. Ist noch so einer. Aua! Ist klar, der Kroko kommt direkt auch. Der Alligator natürlich. Entschuldigung. Muss ein Zickzack laufen, wa? Alter, ist er schnell. Wo ist noch unser Kumpel hin? Shax, wo bist du? Wohnen machst du schon, wa? Ah, das ist doch dort noch. Shax, was machst du hier? Wow, die ganze Familie ist dabei, ist toll. Wo ist der Alligator? Oder Bidigator, keine Ahnung. Mann, jetzt kommen die Viecher auch noch. Alter. Leviathan. Ja, der Sandteufel mit dem Grafikfehler ist auch noch da. Toll. Es wird immer besser, immer besser. Ah, Das hier Alter, wird einen Fatzke. wunderbaren Opferplatz abgeben. Was du nicht sagst. Wo ist eigentlich Shax hin? Dankeschön. Shax? Hallo? Oh, der Kroko. Die schon geöffnet war, genau. Der Alligator. Bei uns macht er schon. Zick, zack, zicke, zacke. Hoi, hoi, hoi. Wow, schnabbeli ab und schniedeli ab. Wow. Relativ langsam, der gute Kumpel. Okay, Shax ist auch schon erledigt. Hat nicht wenig Schaden, war der Alligator. So muss es sein. Scheißviecher. Du sagst es, Mann. Leviathan dort noch. Ja, kein Bock auf den Typen. Ich muss irgendwie schnell zurück. Wenn ich es schnell sage, meine ich lieber heute als morgen. Das Problem ist, wenn ich hier natürlich durchgehe, bin ich wieder die ganzen Monster durch. Alter, Terranis ist dermaßen groß. Ne, ich muss hier durch. Hier schwimmen, darüber waren so 2 Dinos, aber egal. Dann hier bin ich wieder am Hafen. Wenn wir halt das nächste Mal hier sind, muss ich hier oben nicht mal einen Teleportpunkt setzen, sonst wird das eh nix. Hallo Patrick! Dann Freunde, mal ein bisschen schwimmen. Schnell schwimmen. Da gehe ich nicht hin. Wieso? Shax wartet. Nun, warte mal ein bisschen. Das Wasserscheune ist im Wasser drin. Hä? Verstehe ich nicht. Das ist wohl ein typischer temporärer Kumpel bloß. Ja, shit happens. Schneller schwimmen! Viel schneller geht sowieso nicht mit dem. Das sind die Dino-Echsen schon wieder. Aha, aha, soll man den einen holen? Wir haben ja Bruns dabei. Hey, lass mir auch noch was übrig. Solange noch auf Abstand ist, können sie noch klappen. Das spielt natürlich der andere auf Abstand ist. So, mal gut gemacht. Was macht er jetzt? Breakdancen? Er hat epileptische Anfälle! Nein! Das ging schnell. Drachensnapper. Oh, von dem kriegst du aber viel. So, direkt der nächste. Das ist eine Höhle. Nur später. Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze.
Kann zwar ausweichen, aber egal. Wen greift an? Wen greift an? Ich greife nicht an, okay. Ich weiß eigentlich fies, was ich mache, war so viele. Ja, das ist doch so. Dankeschön, Bonesy. Gut. Gut. Könnte zwar besser sein, aber wir kommen voran. Dann noch einen toten Leviathan, den wir schon mal erledigt haben. Nicht wahr? Jo, ich erinnere mich. Und auch der hat noch was für uns. Nun gut, Leute, schnell hier rüber. Dann würde ich mal sagen, gehen wir wieder zum Hafen zurück. Wir haben so dann alles, was wir irgendwie machen wollten, gemacht. Zumindest mal als erstes, das mit Mendoza. Obwohl ich jetzt das Gefühl habe, der Typ kommt auch später nochmal. Weil der hatte gesagt, er will ja irgendwie eher ein großes Schiff haben, oder? Und ein eigenes Schiff bekommen wir nur dann, wenn wir uns bereits an der Gilde angeschlossen haben. Oder an der Fraktion, wie auch immer. Danach wäre das Spiel sowieso eigentlich nur noch ziemlich in eine Richtung gelenkt, war. Ja, crazy. Crazy. Okay, kurz etwas saufen. Pures, gesundes Wasser. Das ist lecker. Das macht Spaß. Das macht... Okay. Vergesst immer wieder, Freunde, ein Schluck Wasser reicht natürlich, um alles aufzufrischen. Im Gegensatz zum Ruhm, der macht immer noch ein bisschen was, oder zum Fressen. Aber nee, Wasser ist natürlich ein Naturheilmittel. Ich habe doch hier keinen Teleportpunkt, oder? Ein Marker? Nee, habe ich hier nix. Will man es verarschen? Was macht denn jetzt der hier? Gut, dass ich nicht mehr riechen kann. Ich wette, hier stinkt's nach Fisch. Ja, und nach Geistern. Hey Mendoza, sagtest du nicht, du willst erst an Bord kommen, wenn ich ein großes Schiff habe? Sagen wir, ich war neugierig. Bis du ein großes Schiff hast, kann es noch ewig dauern. Ich will auf keinen Fall verpassen, wenn sie dich erledigen. Wie sagt in zu Beginn des Parts irgendwie was von wegen, unser neuer bester Freund, ja. Kannst du mir auch helfen oder machst du nur große Sprüche? Ha! Warum sollte ich dir helfen? Weil ich deinen Seelenstein sonst ins Meer werfe? Na schön. Mir bleibt wohl keine andere Wahl. Wenn ich dich begleiten soll, weißt du ja, wo du mich findest. Ja, in meiner Hose. Das ist egal. Kennst du das hier? Ist das Seelenstaub? Ja, aber er ist ohne Bedeutung für einen Menschen. Für uns Geister allerdings... Dann würdest du ihn mir abkaufen? Warum nicht? Für jeweils 5 biete ich dir Gold. Du weißt aber, dass man damit Seelen auch reinigen kann, oder? Bitte was? Mit Staub reinigt man Seelen? Ja, er macht sie menschlicher, aber zeigen werde ich es dir nicht. Da musst du dir schon einen anderen Idioten suchen. Okay. Was kannst du mir über diesen Ort erzählen? Pah, Magier. Wir hätten sie töten sollen, anstatt sie zu vertreiben. Sie haben schon einmal versagt und werden es wieder. Die Gehirnwäsche, die sie den Menschen verpassen, wird nur so lange halten, bis die Schatten hier einfallen. Als geistige Führer müssen sie mit mehr Härte zu Werke gehen. Was du nicht sagst. Hier, Seelenstaub gegen Gold. Abgemacht. Oh, gar nicht mal so schlecht. Hier, Seelenstaub gegen Gold. Abgemacht. Wieso hat ein Geist überhaupt Gold? Ist ja egal. Ich habe meinen Geist verloren. Wie tragisch. Was interessiert mich das? Du bist ein Geist. Hilf mir, meinen wiederzufinden. Das ist nicht so einfach. Du bist nur ein leerer Fleischsack und dein Geist ist weit entfernt auf der anderen Seite. Er irrt dort herum und findet keine Ruhe, so wie wir alle im Schattenreich. Ja, interessant. Du musst ihn zu mir bringen. Einen Dreck werde ich. Was mich angeht, gefällt mir dein Zustand so, wie er ist. Nur eine Frage der Zeit, bis jemand auch noch den Rest von dir erledigt. Und ich hoffe, ich werde es miterleben. Freundlich wie eh und je. Du wirst mir gehorchen, oder ich zerstöre deinen Seelensplitter. Pah! Meine Vernichtung wird an deinem Zustand nichts ändern. Nein, aber schaden wird sie mir auch nicht. Wenn ich es mir recht überlege, wäre ich ohne dich sogar viel besser dran.
Ich denke, ich zerschlage deinen Seelensplitter gleich hier und jetzt. Mistkerl. Na schön, wie du willst. Ich denke, ich hätte da etwas, was dir helfen könnte. Gute Entscheidung. Wir werden noch die besten Freunde. Mein Freund, der Fleischsack. Was hast du anzubieten? Dein Körper ist schon halb tot. Trotzdem bist du noch kein Scherge der Unterwelt. Das heißt, dass noch eine schwache Verbindung zwischen deinem Geist und dir besteht. Um sie zu verstärken, muss dein Körper zur Ruhe kommen. Dann besteht die Möglichkeit eines Kontakts. Träume? Du redest von Träumen. Ja, verdammt, wovon denn sonst? Leg dich einfach schlafen, du Idiot. Dann wirst du schon sehen, was ich meine. Du siehst mit den Augen deines Geistes und erlebst, was er erlebt. Die Verbindung hält nur leider nicht besonders lang und ist instabil. Ich kann dir helfen, diese Verbindung zu stärken und dir etwas mehr Kontrolle über deinen und über andere Geister zu verschaffen. Das klingt doch gar nicht mal so schlecht. Kann ich meinen Geist nicht irgendwie im Traum zu mir zurückholen? Wenn wir Geister wüssten, wie man zurück ins Leben findet, glaubst du im Ernst, dann würden wir auch nur eine Sekunde länger Geister bleiben? Ich habe keine blasse Ahnung und bin es auch langsam leid, danach gefragt zu werden. Ist schon gut, ist schon gut. Okay. Wie kontrolliere ich Geister im Schattenreich? Du brauchst einen bestimmten persönlichen Gegenstand des Verstorbenen, dessen Geist du begegnen willst. Einige weltliche Dinge eines Verstorbenen üben auf seinen Geist im Schattenreich eine große Anziehungskraft aus. In deinen Träumen kannst du so leicht einen Kontakt zu ihnen aufbauen. Aber Vorsicht, nicht jeder Geist, den du auf diese Weise anlockst, ist dir freundlich gesonnen. Du musst schon genau wissen, was du tust, sonst kann das übel enden. Das war irgendwie klar. Schatten der Vergangenheit. Wo? Ich will Kontakt zu einem bestimmten Geist aufnehmen. An wen hast du dabei gedacht? Mein Dad, natürlich. Kapitän Gregorius Emanuel Stahlbart. Meinen Vater. Ist ja rührend. Na schön, wie du willst. Hast du denn etwas Persönliches von ihm? Er war meist auf See. Wir hatten wenig Kontakt. Für persönliche Dinge war da wenig Gelegenheit. Mir kommen gleich die Tränen. Na gut. Lass mal überlegen. Ein Gnom namens Jaffa auf Taranis rühmt sich damit, den Hut des alten Stahlbarts sein eigen nennen zu dürfen. Wäre es da nicht interessant herauszufinden, ob der kleine Quälgeist die Wahrheit sagt? Stimmt, Jaffa. Den müssen wir sowieso noch abholen. Es geht ja auch nur in ihren Schiff haben. Na, Komm mit. Du hast schon jemanden, der dich begleitet. schade. Okay, er will nicht mitkommen, aber Freunde, das war sowieso für uns wieder mal in diesem Part. Hier bei Part 40 bei Risen 3 Titan Lords. Ja, Taranis müssen ein bisschen warten auf die Abenteuer. Wir wollen uns erstmal im nächsten Part dann Segel setzen und uns Richtung, kann es noch gaxen? Ich glaube, er kann es nicht gaxen, war? Übersitzkarte, Entschuldigung, genau so. Begeben wir uns wohl Richtung Piratennest, war? Sprich nach Antigua. Haben wir alle Piraten natürlich gesehen. Hier soll ja ihm noch der alte Admiral Alvarez sein. Und ohne den Bericht bei ihm abzugeben, können wir sowieso nicht irgendeiner Gilde beitreten. Das geht ja nicht. Ja, Antigua war, müsste also soweit schon stimmen. Heimat der Piraten. Ich bin schon sehr gespannt, wie es dort aussehen wird. Und wie es hier weitergeht, das dann, wie gesagt, im nächsten Part. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und tschüss.